Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast und hier in unserem zweiten Teil von unserem neuen Gaming-Format, Teil 2, weil eigentlich wollten wir einen Rückblick und den Ausblick in eine Folge packen und haben das ein bisschen unterschätzt. Wir haben einen sehr ausführlichen Rückblick gehabt, aber es war sehr spaßig. Wir haben, glaube ich, auch viel von uns gegenseitig gelernt und deswegen begrüße ich hier den Profispieler Seppi. Hallo Seppi. Hallo, ich wollte gerade nur einen Traumzug essen, habe es nicht ganz geschafft. Da habe ich die wieder gut erwischt. Und wenn ich immer gut erwische, der irgendwann einmal Profispieler werden möchte, ist der Kani. Hi Kani. Ja, grüß Gott. Ich freue mich schon drauf, wenn wir mal ein Turnier irgendwo haben und ich dir dann so dermaßen die Eier rasieren werde. Nein, da habe ich schon gesagt, mache ich Moderator. Das wirst du dann schon sehen, wie du moderierst. Ich mache Moderator. Ja. Ja. Hoffentlich machen wir dann ein Pro-Evo-Turnier oder sowas. Oder FIFA. Nein, Alter, mal, weil ich Bombenletzter bin. Fußball ist das Letzte. Wir haben ja die letzte Folge mit einem Cliffhanger beendet. Für alle, die jetzt nicht wissen, was der Cliffhanger war, die müssen sich das jetzt anhören. Wir reden dann wieder weiter, wenn sie fertig seid. Also eine Stunde und 8 Minuten. Okay, gut, jetzt kennen wir ja die Hörer nicht, oder die fleißig natürlich ja den ersten Teil gehört haben. Kani, der Cliffhanger war, du hast ein Wii U-Pad zerdeppert und du wolltest uns nicht sagen, weswegen. Also was für ein Spiel hat dich dazu bewegt, das zu tun? Wir sollten vielleicht diesen Cliffhanger jede Folge durchziehen, damit Leute einen Grund haben, wieder einzuschalten. Und vielleicht verrate es dann am Ende. Echt? Das ist so peinlich. Ach, jetzt Kim. Nein, das ist grausam. Ja, Kim, was Hello Kitty Pinball. Chessmaster 2000. Na, es war auf alle Fälle auch was Rosanes. Kirby. Yoshi oder irgendwie sowas. Ja, der Kirby. Der Kirby. Okay. Das scheiß Kirby und der Regenbogenpinsel. Regenbogenpinsel. Ja, hört doch dein Maul. Seitdem Dreckspiel habe ich einen Hass auf LGQBT, weißt du? So wie dachte, seit dem Spiel hast du einen neuen Spitznamen für deinen Penis. Der ist so wie gleichdreckig und nie bunt. Ah, okay. Aber ja, da hat man mit dem Stylus hat man ja da auf dem Pad über so Spuren nachmalen müssen, dass man da entlangfahren kann. Und das hat verhältnismäßig gut funktioniert, aber es war jetzt halt nicht so empfindsam, wie es gern gehabt hätte. Und beim letzten Endgegner hat mich das so viel Nerven gekostet. Ich wollte nämlich nur noch fertig werden mit dem Scheiß. Und da war es eigentlich nicht einmal so, dass ich irgendwie jetzt oft gestorben war oder sonst. Also mich hat das einfach so genervt, dass das nicht aufhört, der Scheißdreck, dass er von lauter Wut, habe ich einmal mal ordentlich eine auf die 12 gegeben, dem Ding. Und, hat's was gebracht? Ja, ich hab mir ein neues Tablet holen müssen und hab's dann geschafft. Super. Gut. Sehr ruhmreich. Die Wii U gibt's jetzt nicht mehr. Es gibt aktuelle Konsolen neben PC, die Switch, die PS5 und die Xbox Schieß mich tot. Was ist die neueste Xbox? Series X. Gesundheit. Ist die große und Series S ist danke. Und Series S ist die kleine, die weiß ich nicht, warum es die gibt. Die kann nix. Okay. Aber die hast du schon. Nein, ich habe die große. Ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Und haben wir das Next-Gen-Gerät. Alles für diesen besorgt. Podcast, alles für unser neues Format. Natürlich, ja. Hab dann auch gleich ein Premium-Abo im Game Pass abgeschlossen, dass ich alle Spiele spielen kann. Passt. So mag ich das. Wenigstens einer, der sich richtig einhängt da in den Scheiß aus Podcast. Es ist aber so, ich habe ein paar Spiele, zumindest bei mir auf der Liste, die dieses Jahr rauskommen, wo ich mich auch gerne mal so richtig reinhängen will. Aber es ist natürlich unhöflich, wenn ich jetzt anfange. Deswegen, Kani. Was ist denn bei dir so eines der Most Wanted Spiele, die dieses Jahr rauskommen, wo du sagst, boah, leck, da hab ich voll Bock drauf? Eines der oder das Most Wanted gleich? Na, eines der. Okay, eines meiner Most Wanted ist auf alle Fälle Octopath Traveler 2. Das habe ich auch drauf. Geil. Mensch, da können wir uns gleich die Hand geben. Machen wir eine virtuelle Flosse. Passt, dann erklärt's mir doch mal schnell, was das ist. Geht den Scheiß so. Alles klar. Alles klar, ciao. Das ist so das ist eigentlich schwierig zu erklären.
ist von Square Enix und erzählt verschiedene Stories von verschiedenen Charakteren, so in dem Final Fantasy-Stil. Derer 8. Drum Octopath. Ach so. Es sind 8 Charaktere, ja. Genau. Und du stellst dann, weil es ist so als, wie so ein JRPG damals auf dem Super Nintendo, ich vergleiche jetzt einfach mal mit Illusion of Time, Secret of Evermore und Mana und so, in diese Richtung geht es. Geil. Die liebe ich. Grafik ist jetzt 2,5D, also die Figuren und alles sind so flache Sprites, aber die Welt ist in 3D gehalten. Ultra geile Optik, ultra geiler Sound bei dem ersten Teil. Ja, 8-Bit 3D. Genau, die Geschichten sind mega gut. Ich bin, unglaublich. Das ist eins meiner absoluten Favoriten, die ich jemals gespielt habe. Das ist so ein schönes... Sagen wir mal das nochmal genau. Octopath Traveler. Octopath Traveler ist notiert. Musst unbedingt. Hab ich daheim, kann ich da ausleihen, wenn du mal reinschnuppern möchtest. Ja, aber geil. Aber das echt geil, weil besonders die alten JRPGs und so weiter, wie du schon gesagt hast, Illusion of Time, Secret of Mana und so weiter. Die sind so gut. Wir haben Octopath Traveler auf der Switch gespielt. Und dieses Mal will ich es mal allerdings, den zweiten Teil für die PS5 holen. Verräter. Ach so, ich habe jetzt gemeint, das ist ein Nintendo-Exklusiv. Nein, Square Enix hat doch irgendwie einen Deal mit der PlayStation. Und so wie ich das damals gelesen habe, aber da halt mal eine Frühstücke davon, was ich für Wissen über Spiele habe, war das ein Versuch von Square Enix, ob das denn eigentlich gut ankommt. Und das ist anscheinend so gut angekommen, dass man gerne mal einen zweiten Teil daraus gemacht hat. Ich möchte mehr Teile davon, weil Wahnsinn. Also das war echt ein absoluter Überraschungshit auch für mich. Ja, ich hab's normal durchgespielt, also ich habe praktisch von allen 8 Charakteren jeweils die Enden halt durchgespielt und habe in meiner grenzenlosen Naivität gedacht, damit bin ich fertig. Bis dann der Kani irgendwann gesagt hat, nein, du kannst dann danach in irgendein Labyrinth und kannst dann, oder du musst dann nur mal gegen sämtliche Endgegner, die du da bis dato besiegt hast, nur mal kämpfen und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, oder? War so. Ja. Ja. Mr. Pro Gamer. Ich weiß halt, wann ich meine Grenzen erreicht habe. Weißt du schon ein bisschen was genaueres zu Octopath Traveler 2? Kämen da Charaktere aus dem ersten Teil vor? Nein, soweit ich weiß, sind das 8, also es ist wieder wie beim ersten Teil, du hast 8 Figuren, was du dann, glaube ich, 4 waren es ja immer, gell, die man sich zusammengestellt hat. Genau. Und das wird da wieder genauso sein, aber soweit ich das gehört habe, sind es 8 neue Geschichten. Und ich glaube auch eine neue Oberwelt, die aggressor werden soll. Aber so richtig, einen Trailer habe ich halt angeschaut und ja, ich war schockverliebt. Unabhängig davon, um was es da geht, nur schon der Name mit einem Teil 2 wird gekauft, weil der erste Teil war wirklich echt Weltklasse. Also es war ein richtig tolles Spiel und da freue ich mich auch schon auf den zweiten Teil. Boah. Ja, wo wir gerade bei Square Enix sind, kennt ihr gleich den nächsten Neuschirm von diesem Hause. Forspoken. Das können wahrscheinlich, oder ist wahrscheinlich schon heraus, wenn der Podcast rauskommt. Es ist irgendwie so ein bisschen eine Wundertüte. Das ist so ein Open-World-Spiel mal wieder. Und ich habe so die Befürchtung, dass das wieder ein bisschen in dieses Formelhafte abdriftet, das wir im letzten Teil schon angesprochen haben. Aber es hat ein bisschen so einen neuen Ansatz, so in Anführungszeichen neu. Also es geht so um eine junge Frau, die Frey, die quasi so im New York lebt und da nicht so richtig klarkommt, also ein bisschen Probleme, Außenseiter-Dinger und so. Und die wird dann irgendwie in so eine magische Welt verfrachtet durch irgendwie einen unglücklichen Zwischenfall. Und da geht's dann, kämpfst dann so gegen Hexen und so weiter. Das ist dann so ein bisschen so die Zauberer von Oz-Geschichte so ein bisschen. Und das hat mir am Anfang das ganz geil angeschaut. Fetzige Grafik und so. Aber dann habe ich die Demo gespielt. Heidewitzka, das ist ein ziemlicher Wirrwarr. Okay. Das ist also, in der Demo-Version bist du irgendwo im Spiel, also du kriegst so keine Einführung, hast dann ziemlich komische Zauberskills. Das heißt, es ist quasi so ein Parcours-Kampfsystem, also du fetzt da ziemlich schnell umeinander und kannst verschiedenste Zaubereien auf deine Gegner losfeuern. Und das wirkt alles so ein bisschen, weiß nicht, die ganze Welt wirkt ein bisschen so tot. Das ist so eine karge Landschaft, dann haben hin und wieder mal Baum und Berg und irgendwie schaut es alles gleich aus und war ganz komisch, also wirklich seltsam.
Und die Protagonistin spricht auch immer mit so einem magischen Ring und das sind so ganz komische Gespräche, so mega cringy, wo du echt denkst, ei. Die kann man Gott sei Dank abstellen, aber naja, kann da ziemlich ein Rohrkrepierer werden, kann aber auch ganz geil werden, wir wissen es nicht. Okay. So ein bisschen die Befürchtungen, die man bei Elden Ring auch gehabt hat. Da hat niemand irgendwas befürchten, das war von vornherein klar, dass das beste Spiel der Welt wird. Keine Ahnung, Corby, was du da laberst. Der ist so dumm. Der ist so dumm. Was? Ja gut, du wirst ja wahrscheinlich ja nie was Negatives über Spiele hören. Na, generell nicht, nein. Na, bei Elden Ring war es ja so, du hast die From Software Spiele kennt und hast ja gewusst, das baut auf irgendwas auf. Forspoken ist jetzt so völlig neue Marken quasi von Square Enix, die so ein bisschen an den westlichen Markt anglicher wird. Das ist ja eine japanische Entwicklerschmiede. Und da weißt du einfach nicht so richtig, was da rumkommen soll dabei. Also, ja, es wird spannend. Wer möchte, kann sich die Gratis-Demo auf der PlayStation 5, kommt nur für PlayStation 5 und PC runterladen, aber ja, schlau werden wir da draus nicht. Ja, warten wir Tests ab. Ich bin da eher immer vorsichtig. Also gerade bei solchen Titeln, wo man noch nicht so genau weiß, um was es geht, da warte ich lieber meistens nur eine Woche. Das Schlimme ist, die hauen ja einen Gameplay-Trailer und einen Erklärungstrailer nach dem anderen aus und trotzdem kennen sie keinen aus. Das ist ja das Schlimme an dem Spiel. Was wahrscheinlich gescheiter, wenn sie nichts aushauen hatten und einfach nur die Leute spielen lassen. Ja, genau. Die hätten einfach starten sollen und sagen, es kommt jetzt dann und kreuzt euch und das war's gewesen. Aber hast du denn dann noch irgendein Highlight, wo du sagst, da freust du dich schon richtig drauf? Nein, ich freue mich eigentlich generell nicht auf Spiele. Ich weiß auch gar nicht, warum ich im Gaming-Podcast sitze. Es hört bei den Filmen mitschmerzen. Du kapierst aber nicht und es klang schon mit dem Corby, der nichts kapiert. Ich habe einige Highlights und Mittellights und so. Wo ich eben noch nicht weiß, was das wird. Sonst hörst du mit der Corby nur eins von seinen Sachen, ha? Genau. Der hat nämlich einfach nur meins abgestaubt. Nein, also ich habe Diablo 4. Auf das freue ich mich schon extrem. Das kommt am 6.6.2023 raus. Der Trailer kam ja, glaube ich, schon vor 2 Jahren raus. Gut, war kein Gameplay-Trailer in dem Sinn, sondern da hat man halt dann gesehen, wer die neue Bösewichtin ist. Aber sobald ich Diablo gehört habe und ein Vierer dran war ich schon Feuer und Flamme. Also ich weiß schon, was ich im Juni zocken werde. Ja, Diablo war nie so meins. Da habe ich das Zweiter damals ein bisschen gespielt mit 14, aber das hat mich nie so wirklich abgeholt. Das Dreier, habt ihr beide dann nicht gespielt? Oder? Ich habe tatsächlich nur den ersten Teil gespielt, den habe ich ganz geil gefunden, aber mit den anderen habe ich dann nichts mehr anfangen können, ehrlich gesagt. Ja, 3 habe ich auch gar nicht angespielt. Also Dreier ist halt einfach, das ist für mich entspannen. Also wenn ich da durch diese Dungeons renne und dann praktisch diese Monster nur so niedermache, das ist einfach richtig geil. Und das habe ich ja wirklich gern mit meiner Frau gespielt. Also die hat da richtig Spaß dabei. Das Online-System und alles super. Es ist abwechslungsreich, auch wenn es eigentlich immer die gleichen Maps sind, weil halt diese Monster unterschiedlich spawnen. Dann gibt's so in die Season immer wieder geheime Level, wie es Q-Level, wo es eigentlich immer wieder heißt, es gibt kein Q-Level, aber das ist eine Lüge, Leute. Es gibt das Q-Level wirklich. Und das ist echt einfach sau cool und ich freue mich, dass Blizzard an der Stelle ein Diablo 4 rausbringt, weil sie hätten ja auch bei ihrem blöden Immortal einfach bleiben können. Da haben sie ja die eine oder andere Mark auch verdient, aber jetzt nicht unbedingt Ruhm. Ich hoffe, sie versauen es nicht. Blizzard hat ja die letzten Jahre viele Eier gelegt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, doch, Overwatch 2 ist, glaube ich, auch gut angekommen. Aber so diese ganzen alten Titel, also so Warcraft und Diablo oder jetzt mit Starcraft, weiß ich ja gar nicht, ob da irgendwas Neues rauskommt. Nein. Aber mit Warcraft 3, da haben sie sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, man muss vielleicht auch generell mal dazu sagen, man soll jetzt sowieso gut überlegen, ob man Activision Blizzard überhaupt noch gleich den Rachen wirft, so wie die mit denen die Mitarbeiter, insbesondere Mitarbeiterinnen, umgegangen haben in den letzten Jahren. Ja, das ändert sich ja jetzt alles, weil sie jetzt bei Microsoft sind. Microsoft ist praktisch sowas wie die Erlösung für alle. Mal schauen. Oder in einem Kartellstreit mit drin. Ja, das sind auf alle Fälle schöne Details ans Licht gekommen über Blizzard. Tolle Leute da drinnen. Aber wie schon gesagt, nichtsdestotrotz freue ich mich auf Diablo 4 und hoffe auch, dass das die Erwartungen trifft oder übertrifft. Weil wenn nicht, dann muss ich echt sagen,
hat Blizzard, hat für mich sehr viel an Respekt verloren, weil, also für mich waren damals als Jugendlicher das so die Königsklasse der Spiele. Also habe ich mir immer gedacht, allein die Cinematics, was weiß ich, und all die Story so extrem geil, und habe ich mir immer gedacht, wow, das muss einer der besten Publisher der Welt sein. Und ja, es Stattdessen bröckelt. haben sie einen Bill Cosby Room. Komisch. Ja. Ist auch was wert. Ja. Lieber schlechte Presse als keine Presse. Ja, dann soll ich gleich noch weitermachen. Ja, mach bitte. bitte. Ich habe da nur so ein Remake, da stehen vorn 3 Begriffe, und zwar Resident Evil 4. Bam. Hey. Hab ich auch Das schafft draufstehen. tatsächlich in beide Podcast-Folgen, ja? Ja, und da freue ich mich extrem drauf. Tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass ich den Dreier immer noch nicht gespielt habe, also das Remake, habe ich das völlig vergessen, dass ja das Vierer jetzt an der Reihe ist. Und für mich war das völlig überraschend. Also wirklich, was? Die bringen da ein Remake raus? Und das kann man, ja stimmt, Resident Evil 2 ist ja auch schon lang draußen, hat mir sehr gut gefallen. Und das Dreier ist ja auch schon raus. Ja klar, ist ja nur logisch, dass dann das Vierer auch noch machen. Ja, aber das Dreier ist ja eh nicht so der Hit. Das kann man ruhig mal auslassen. Nein, es muss schon spielen, das ist schon geil. Ja, nimmst du mit 3 Stunden Zeit, dann bist du eh durch. Das ist das große Manko an dem Ding, ja, dass es ultra kurz ist, aber ansonsten, ja, die Remakes, die waren bisher alle geil. Das stimmt, das zweite war fantastisch. Das war richtig Voll, geil, ja. oder? Und allein schon das Remake vom 1er auf dem Gamecube damals, das war auch schon übermächtig. Und ich da hoffe, dass dann, wenn sie jetzt dann das 4er geremaked haben, dann zweifle die jetzt einfach mal stark an, dass es jemals vom Resident Evil 5 und 6 ein Remake geben, geschweige denn brauchen wird. Dann hoffe ich mal auf Remakes von Code Veronica und Outbreak. Code Veronica, war da nicht eh schon irgendwas im Gespräch? Irgendwie erinnere ich mich dunkel an was. Weiß ich nicht sicher, ob da was im Gespräch war. Aber ich habe mir vor Zeit mal die Gamecube-Version dazu gekauft, weil nach Resident Evil 4 habe ich Bock drauf gehabt. Habe ich noch nicht angefangen, aber die wird dieses Jahr auf alle Fälle auch mal laufen, weil das soll ja auch sehr gut sein. Und vielleicht gibt es auch mal was von Resident Evil Zero, weil das war auch ziemlich stark, aber es war bisher meine ich auch Gamecube-exklusiv, oder gibt es das schon auf PlayStation? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Ich glaub Das schon, habe ich, glaube ich, sogar irgendwo in der Bibliothek. Ah, okay. Das ist irgendwo in einem Abo drin, glaube ich, ja. Wie kommst du drauf, dass das Fünfer nicht machen? Weil es ja noch relativ jung ist, sage ich mal, das 5er und 6er, und die waren halt jetzt halt nicht die Spiele, also in meinen Augen nicht die Spiele, die ein Remake auf Next Gen unbedingt brauchen hatten. Ja, aber sie dran ja auch immer so ein bisschen am Gameplay und so rum. Ja, das ist ja nicht einfach so ein Remastered-Ding, sondern die machen da schon was Neues. Also Das schon, aber beim Fünfer müsstest du was möchtest, weil jetzt bei den Remakes vom 1er, 2er und 3er und auch vom 4er kannst du ja die Steuerung, sag ich jetzt mal, nur einigermaßen verbessern. Also das 5er war ja dann schon so ein Third-Person-Shooter. Ja, das stimmt schon. Was möchtest du da an der Steuerung, Gameplay? Du müsstest das eigentlich neu schreiben und dann ein Horrorspiel draus machen, weil das ist ja nur. Ja, aber das war das Vierer auch schon. Das Vierer Vierer war hat aber nur eigentlich war der Übergang. Das war der Übergang genau. auf diese, da hat man schon gemerkt, in welche Richtung das geht, aber es hat noch starke Horror-Elemente gehabt. Allein mit dem Setting war es ja noch teilweise sehr gruselig. Aber man hat halt schon gemerkt, wenn der Leon Dieren mit Dropkicks aufmacht und dreifache Saltos aus dem zweiten Stock ausmacht, dann hast du schon gewusst, in welche Richtung das geht. Aber ab Resident Evil 5 war es ja, da war ja gar nichts mehr gruselig. Das war ja nur noch durchlaufen und schießen auf Anschlag und sonst nichts mehr. Und 6er hat es zwar noch mal kurz versucht, hat es aber auch nicht wirklich geschafft. Erst wieder ab dem Zimmer. Hast du beim Vierer, hat man da Laufen und Schießen gleichzeitig können? Nein, ich glaube, da hast du auch noch stehen bleiben müssen im Original. Sicher? Ich meine schon. Okay. Aber was ist denn die Motivation, dass das neu machen? Ich habe eigentlich gedacht, dass halt das gerade wegen der Grafik und so machen und halt da neue Spieler abholen Nein, gibt so wollen. verrückte Erfindungen, die nennen sie Geld. Ja, das ist schon klar, Das setzt aber sie nie durch, nie. Dieses ominöse Geld. also Hab ich ich nie hab gesehen. als das eben angekündigt worden ist und der Trailer draußen war für das Vierer-Remake, habe ich mal einen Trailer vom Fünfer mal angeschaut, weil das, also ab 4 habe ich eigentlich dann so bei Resident Evil gar nichts mehr gespielt. Und dann habe ich mal bei dem, was ich halt gesehen habe vom 5er, schon gedacht, ja okay, das ist grafisch jetzt auch nicht so auf der Höhe. Das werden sie ja dann, wenn sie jetzt das 4er machen, ganz bestimmt auch neu machen. Also sie könnten es natürlich machen, aber ich sage, ich glaube, dass das 5er nicht so die Fanbase hat, wie die ersten 4 Teile haben. Weil ab da ist ja, das sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, ein wenig bergab gegangen mit der Spielmarke Resident Evil, zumindest mit der Hauptreihe, weil das 5er und 6er sind ja nicht die beliebtesten Teile, weil es eben fast nur noch reine Action-Shooter waren und so gut wie kein Horror mehr dabei war. Ja, aber gelaufen haben die auch. Also verkauft haben wir sie wie Sau.
Ich glaube schon, aber Wertungen und so weiter, meine, waren ja nur noch durchwachsen. Ja, gut, aber das ist ja meistens nur eine Hürde und kein Hindernis. Das stimmt auch wieder, leider. Wenn die Zahlen passen, dann wird das sie weiter. Pokémon, ja. Naja. Vielleicht machen sie es ja so, dass eben die, was du schon gesagt hast, Veronica und Zero zwischen einschirmen und dann mit dem 5er Remake technisch weitermachen, weil dann hat noch mehr ein paar Jahre vergangen und dann vielleicht rendiert er sich dann irgendwann. Genau, dann hätte es auf alle Fälle den Grund, dass du sagst, weil jetzt, dass ich grafisch wirklich was Neues rauskitzel, weil doch noch mehr Generation dazwischen war. Die Revelations-Teile waren ja auch noch interessant, da gibt's ja mal die waren ja ursprünglich auf dem DS, oder? Und sind dann, glaube ich, mittlerweile auf PlayStation 4 auf alle Fälle auch rausgekommen als, so, ich weiß nicht, ob es direkt die Remakes sind oder so. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Die waren auch noch interessant, aber für mich persönlich war halt wirklich Code Veronica und Outbreak, glaube ich, gibt es ja sogar 2 Teile. Die waren für mich richtig interessant, weil die habe ich nie gespielt und Veronica spielt zwar jetzt noch auf dem Gamecube, aber Outbreak, meine, war ja PlayStation 2 exklusiv und da habe ich leider keine zu Hause drum. Bitte geb Remake. Grundsätzlich ist das schon eine komische Strategie, dass man einfach jeden Teil nochmal neu auflegt, anstatt dass man einfach neu macht, aber okay. Ja. Sie sind halt aber halt auch überragend. Also man muss echt sagen, die ersten 3 Teile oder die ersten 4, weil ich finde das Zero ganz stark, die sind ja wirklich überragend gewesen. Und das ist für mich ein bisschen so wie mit Pokémon Let's Go. Dieses alte Spiel, das ich als Kind, weil jeder von uns war zu jung, als er es gespielt hat, das wissen wir doch. Natürlich. Und jetzt das nochmal zu erleben in einer richtig geilen, also bei Pokémon, ja, da waren wir alle zu jung. Und das jetzt nochmal zum Erleben in so einer High-End-Grafik, das hat für mich schon seinen Reiz. Und weil du wirklich sagst, dass Arbeit eingesteckt worden ist in diese Dinge. Das stimmt, ja, das sind keine so, wie das angesprochene Blizzard mit einem Warcraft 3 Reforged Dreck da. Wahnsinn. Das macht Capcom schon deutlich besser, auf alle Fälle. Also da hätte ich am liebsten wirklich gewarnt. Und ich hab dann auch fast gewarnt, als ich dann gesehen habe, dass ich das alte Spiel nicht mehr aufrufen kann. Ja, das ist nicht schöner. Ja, also doppelter Arschloch-Move. Aber beim Vierer, der Kani und ich haben Anfang letzten Jahres mal gemeinsam versucht, das zum Spielen. Stimmt, und er hat im Prinzip nur zugeschaut und ich habe versucht, es zu spielen und ich fand's echt kacke. Also die Spielmechanik, da habe ich mir dann gedacht, boah. Also ich hab's ja dann, aufgrund dessen, dass man dir beim Spiel nicht zuschauen kann, weil du so ziemlich der schlechteste Spieler aller Zeiten bist, hab ich dann selber auf dem Gamecube Hand angelegt und ja, bis auf die Altersschwächen, die solche Spiele mit sich bringen, fand's ich echt spielbar. Und ja, und abgesehen von diesen scheiß Dropkick, die aufmachen und Saltos aus dem Fenster, werde ich nie verstehen, wer diese Entscheidungen getroffen hat. Wer gemeint hat, das brauche ich jetzt bei Resident Evil. Ich bin halt mittlerweile einen gewissen Spielekomfort gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass der Schwager kommt und deine Gegner besiegt. Genau, richtig. Genau. Da rufe ich dann Chris und sage, Chris, es ist wieder soweit. Ich kann nicht mehr. Wo bist du denn? Ich weiß nicht, ich muss jetzt auf neues Spiel oder auf Laden drucken, ich komme nicht aus. Komm vorbei! Ja genau, was ist bei Optionen? Ich verstehe es einfach nicht. Was ist Barrierefreiheit? Ja. Aber ich freue mich auf alle Fälle aufs Resident Evil 4 Remake. Und wenn wir bei Remakes sind, da glaube ich, haben wir heuer, also 2023 gibt es ja da richtig fette Sachen, eben mit Dead Space. Genau, ja. Müsste ja auch schon bei Release, wenn die Folge rauskommt, glaube ich, ist das auch heraus, oder? Das kommt jetzt Ende Januar. 27. Januar. Oh, und also das damals auf der Dreier, das hat mich schon einige Jahre von meinem Leben gekostet. Habt ihr das beide gespielt? Nein. Du nicht? Echt nicht, Alter. Da hol ich unbedingt das Remake. Ja, definitiv. Wie gut ist denn deine Erinnerung nur an das? Weil das ist von 2008 und ich weiß, ich habe das ziemlich zeitnah damals gespielt und ich kann mich fast an nichts mehr erinnern. Also ich weiß nur, dass ich es extrem geil gefunden habe. Ich hab's später erst gespielt, nicht direkt zum Release. Ich weiß, aber ich glaube, ich habe schon noch einiges im Kopf. Ich weiß nur noch, dass mir halt so unglaublich oft gerissen hat bei dem Spiel und das teilweise recht knackig war. Das glaube ich war eins, das ich auf Platin damals schon gespielt habe, da habe ich das ein bisschen angefangen. Das glaube ich war das eines der ersten 5 Spiele, die ich auf Platin dann gemacht habe, weil es mir so taugt hat. Ich habe gelesen, es gibt da einige Änderungen. Gell? Im Originalteil hat Isaac, der Protagonist, ja kein einziges Wort verloren. Der war stumm. Genau. Der wird jetzt sprechen. Also, müssen wir mal schauen, wie gut dass er das macht. Wenn er es so macht wie bei Plague Tale Requiem, dann bin ich raus. Aber jetzt lass ihn mal in Ruhe. Aber es Franzosen sind. Ja, dann habe ich noch, es werden mehr offene Abschnitte geben. Also das ursprüngliche Spiel war sehr linear. Und jetzt kann man da wohl irgendwie ein bisschen mehrere Areale immer wieder besuchen. Und
was ich ganz interessant finde, ist das dynamische Eventsystem. Das heißt, es werden Gegner und Situationen werden zufällig generiert. Das heißt, du erlebst immer wieder neue Sachen, wenn du jetzt in einen Bereich wieder zurückgehst zum Beispiel oder wenn du das Spiel nochmal spielst. Also das wird quasi immer wieder neu zusammengesetzt. Das ist cool. Das kann besonders wenn du was auf Platin spielen möchtest und so weiter, oder auch wenn du während einem Spieldurchlauf bestimmte Sachen öfter durchschaust, auf alle Fälle immer wieder für Spannung sagen, weil du kannst da halt nie sicher sein. Das ist halt dann immer, hinter dem und dem Eck lauert dann immer wieder was anderes oder gar nichts. Oder das ist auf alle Fälle, glaube ich, wenn sie es gut machen, baut das die Spannung, glaube ich, noch mal ein bisschen auf. 100%ig, weil das war ja zumindest selbst auf das man sich noch ein bisschen verlassen hat, dass man gewusst hat, da kommt jetzt selbst, ich bin vorbereitet. Ja, genau. Und das fällt dann weg, diese Sicherheit. Na, tolle Um was geht's in Dead Space? Sagt doch der Name schon. Danke. Du bist quasi, wie war jetzt das? Du bist irgend so ein Mechaniker, oder? Ja, und bist auf irgendein, ist ein Notrufsignal? Ich glaube schon. Irgendwie muss auf der Raumstation, wird es heißen Ishimura, ja, genau. irgendwie so. Und da ist komische Vorfälle biologischer Natur. Und du sollst da, gleichzeitig musst, glaube ich, auch noch deine Frau finden, oder? Wie war das? Die ist da, glaube ich, Wissenschaftlerin oder so. Ah, da war auch noch irgendwas. Also ganz die Story selber weiß ich nicht mehr so viel, muss ich sagen. Ja, nicht, Gott sei Dank. Ja, das ist wirklich das Remake, wenn ich spiele, das ist, als sei das nominal spielen. Ich werde dann wahrscheinlich einige Szenen werden mir wieder bekannt vorkommen und Gegner, aber storytechnisch bin ich relativ blau drinnen dann. Ja, das Gegnerdesign fand ich ja damals schon irre krass. Voll geil. Wenn du dir das jetzt in neuer Grafik noch mal vorstellst, kann schon geil werden. Und da war es ja nie schlimm, wenn man gestorben ist, weil man so schön zermetzgert worden ist. Genau, ja. Das mag ich, wenn Spiele das schaffen. Zum Beispiel bei Mortal Kombat, wenn ich verliere, ist auch nicht schlimm, solange der mich besiegt hat und einen Fatality schafft. Genau. Ich hoffe auf alle Fälle, dass es nicht so gut wird wie Callisto-Protokoll. Das habe ich im letzten Podcast leider vergessen zu erwähnen. Das ist scheiße, kauft es nicht. Hau ab jetzt, das ist sicher voll gut. Bestell mir gleich nach dem Podcast. Ja, leg dann 10er Trinkgeld drauf. Mach ich ja. Und dir hau ich ins Sack, wenn du nichts mehr kommst. Hey. Aha. Eins hätte ich nur in dem Genre. Geb. Und zwar wird nächstes Jahr der Urvater des Survival Horrors wiederbelebt. Die Alone in the Dark-Reihe kriegt ein Reboot. Stimmt, ja. Ist das ein Reboot oder ein Remake? Ein Reboot, wird komplett neu aufgelegt. Wir können uns entscheiden, männliche oder weibliche Protagonistin. Die Storys hängen, glaube ich, aber irgendwie ein bisschen zusammen. Und es geht in ein gruseliges Geisterhaus oder Herrenhaus sogar. Und da gibt es ganz viele Rätsel, Geheimnisse und Monster und Grusel. Da bin ich gespannt. Kann eine gute Sache werden. Gibt noch keinen konkreten Release-Termin, aber irgendwann 2023. Die üblichen Verschiebungen kann man natürlich einkalkulieren. Die wahrscheinlich ja. Ganz normal an, aber irgendwann das Jahr. Kann man Glück haben. Ich habe irgendeinen Teil gespielt und zwar den, der auf der Wii auch rausgekommen ist. Ja, das ist ja ursprünglich, glaube ich, frühere 90er oder späte 80er, wo der erste Teil rausgekommen ist. Genau. Frühere 90er. Dann hat es da 3 gegeben, glaube ich. So ganz alte haben. Und dann hat es in die 2000er oder war es Ende der 90er, haben sie noch einen 4. Teil auf, der hat dann schon ein bisschen eine aktuellere Grafik gehabt, oder wie gesagt, auch damals. Und dann haben sie es ja, glaube ich, auch nochmal neu aufgelegt. Und das wird das sein, was du meinst. Aber das hat dann nie so richtig hingehauen. Das war fast unspielbar. Ja, das ist, glaube ich, auch ziemlich verpackt rausgekommen und war allgemein nicht so geil. Das war Wahnsinn. Da wundert es mich heute nur, dass ich keinen Controller zerlegt habe bei dem Spiel, weil das war halt wirklich, da waren halt total, also so Bugs drinnen, dass du, egal wo du gedruckt hast, du bist an manche Stellen nur durch Glück und durch Zufall irgendwo drüber gekommen und so. Das war irre. Hat mich das genervt. Ja, also das ist furchtbar. Aber es war eine Figur dabei, das ist gut. Was war dabei? Es war eine Figur in der Special Edition dabei, das ist gut. Dann alles richtig gemacht. Ja, schon her. Kommt Silent Hill nicht auch ein Remake raus, aber ist das für das Jahr? Das weiß ich nicht. Das sind ja 3 Spiele angekündigt worden, oder? Silent Hill 2 Remake? Silent Hill 2 Remake, Silent Hill F und was war das andere? Town Hall? Nein. Irgendwie so, ja. Townfall. Das kann sein, ja. Zu F und Townfall ist so gut wie nichts bekannt. Trailer, das kleine Teaser-Trailer hat es gegeben, oder? Ja, aber die haben nicht grandios nichtssagend, aber ja, sie kommen. Das ist eigentlich schon mal eine sehr gute Nachricht, wenn man bedenkt, was mit der Marken in den letzten gefühlt 500 Jahren gemacht worden ist, nämlich genau gar nichts. Das ist doch auch Konami, oder?
Ja, das ist Ja, die Konami. hassen ja eher eine Marken, wie wir mittlerweile Brutal. wissen. Die haben so ein Problem in der eigenen Geschichte scheinbar. Das ist unglaublich. Also, ja. Die haben ja Pro Evolution Soccer gehabt, das haben sie ja grandios in den Dreck gefahren. Letztes Jahr, glaube ich, war das mit der Free-to-Play-Version, das war ja ein Wahnsinn, wie scheiße das war. Also, das habe ich auch gelesen, ja. Und dann auch noch die Metal Gear Solid wollten sie doch auch mit so einem Shooter oder so einem Coop-Shooter, keine Ahnung, das ist also komplett in der Versenke wieder verschwunden, das Ding, weil es so nichtssagend war, das Spiel. Es hat ja auch mal geheißen, dass die einen großen Marken alle komplett aufgeben wollen und sich stattdessen auf die Pachinko-Automaten, das ist ja in Japan ein Riesending, so Spielautomaten, und Mobile Gaming konzentrieren wollen. Und auch das Pro Evolution Soccer war ja quasi, die Grundplattform von dem Spiel von dem Neuer war quasi ein Mobile Game. Und dann haben sie es halt noch an Konsolen so angepasst. Aber die haben scheinbar mal kurzzeitig gemeint, sie müssen jetzt alles auf Mobile Gaming machen und machen dann einen großen Reibach. Jetzt hat da scheinbar ein Umdenken stattgefunden, weil das, glaube ich, nicht so gut hingehört hat. Das war ganz schön. Weil der Trailer zu Silent Hills schaut auf alle Fälle sehr geil aus. Ich habe Silent Hills Teile, habe ich mal ein bisschen angespielt, damals auf der 2er. Da bin ich recht unbeschrieben und da darf ich mich richtig freuen auf das Remake. Oh, der 2er war schon wahnsinnig geil. Also den habe ich sehr gerne mögen. Hat auch echt kritische Themen angesprochen. Also ist unter Umständen gar nicht so leicht verdaulich für manche Leute. Aber richtig gut gemacht. Oder auch verschiedene Enden gehabt damals sogar schon, soweit ich mich erinnere. Also du hast verschiedene Sachen erleben können. Und ja, hat halt mit diese im Nebel gehüllte Stadt mit den komisch deformierten Körper mit den seltsamen Geräuschen, das war irre gruselig damals. Also ich habe mir in die Hose gemacht. Laufend. Also das ganze Spiel war ein großes Dünnschiss für mich. Oh, okay. Aber jetzt ja nicht das Spiel. Nein, das Spiel nicht. Nur das drumherum. Ja, wie gesagt, ich habe es leider nie ganz durchgespielt. Ich habe es mit dem Kumpel immer wieder ein bisschen angezockt, aber das ist nichts jetzt um nur anzocken und nach 3 Wochen noch mehr eine Stunde reinstecken, sondern das müsst ihr in einem Satz durchspielen. Und deswegen habe ich da richtig Bock, vor allem nachdem ich den Trailer gesehen habe, gedacht, endlich habe ich mal einen Grund zum Einsteigen. Ich finde es nur schade, mein innerer Monk trat wieder komplett am Radl, dass Silent Hill 1 nicht als Remake vorher noch kommt. Gebt diese Konami. Das ist auch schade, ja. Das habe ich nämlich auch nie gespielt, glaube ich, oder fast, oder nie durchgespielt zumindest. Und das kannst du halt wirklich nicht mehr woran spielen. liegt das? Also haben sie da gar keinen Code mehr davon? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war der zweite Teil einfach so viel erfolgreicher oder ist halt noch so viel beliebter wie der erste. Keine Ahnung. Das glaube ich auch, dass an dem liegt, dass sie einfach den beliebteren Teil geremaked haben. Ja. So die sichere Nummer erst damit ziehen wahrscheinlich. Und vielleicht legen sie dann den ersten Teil noch nach, wer weiß. Ja, ich hoffe es einmal. Kani, was steht bei dir sonst nur so auf der Liste? Also ich glaube, ich habe nur ein paar Überschneidungen mit dir. Ich glaube auch, dass wir da noch was haben. Gibt es vielleicht noch ein Pokémon oder würde ich rauskommen? Naja. Aber Pokémon? Pokémons. Aber ich sag dann erst einmal eins, dass sicher keiner von euch auf dem Schirm hat, weil ich glaube, das hat auch keiner von euch gespielt und es soll nämlich dieses Jahr Pikmin 4 kommen. Ja, richtig. Ich hab's gelesen oder ich weiß, dass das rauskommt, habe aber das wirklich nie gespielt. Ich lieb's Pikmin. Ich hab die alle 3 Teile gespielt und das ist auch typisch Nintendo, recht knuffig, aber trotzdem auch immer wieder schön fordernd. Strategiespiel und die glaube Pikmin sind nicht einfach, das ist einfach schön, einfach ein schönes Strategiespiel und da freue ich mich schon richtig auf den 4. Teil, weil es bisher nicht enttäuscht haben, die Dinge. Bin ich schon gespannt, was da aus dem Hut zaubern. Kämen da auch Regenbogenpinsel vor? Ich hoffe es nicht, weil sonst muss ich noch mehr Hass auf LGQBT Plus haben. Dann füge ich am Ende nämlich das Plus dazu. Bin ich richtig sauer. Also danke Kirby und danke Pikmin. Ihr habt es mir dazu gemacht, dass ich jetzt transgenderfeindlich bin. Nein, das wollen wir nicht. Machst die J.K. Rowling. Ja genau, das macht der J.K. Rowling schon, aber ich bin halt dann auch dabei. Ich sag dann Team J.K. Rowling. Das ist ja fast eine Überleitung, oder? Zu Hogwarts Legacy. Oh yeah. Ja, genau. Da bin ich ja das gespannt. Das hat er wieder super gemacht, der Seppi. Ist ein Hundling, gell? Wahnsinn. Ja, ja, muss man schon sagen, schaut spielenswert aus. Ja, ich glaube auch, dass das ganz geil sein kann. Ist ja cool, du kannst ja, glaube ich, entscheiden, ob du gut oder best bist, oder? Also deine Entscheidungen, meine ich, setzen sie auf dem Charakter nieder. Ich werde auf alle Fälle ordentlich Avada Kedavras verteilen. Ja, die Handlung spielt auf alle Fälle ungefähr 100 Jahre vor der Harry Potter Geschichte. Also genau. Wer jetzt meint, der kann sich hier den charmanten Brillenträger durch die Zauberwelt jagen, das haut nicht hin, den gibt's nix.
Man soll, wo ich gesehen habe, im Charaktereditor kann man auch nicht irgendwie so seinen Blitz oder sowas nachbauen. Das, meine ich, funktioniert nicht. Also wenn sie deutlich davon abgrenzen erst einmal. Ja, genau. Eine Mondnarbe wird es wahrscheinlich schon geben. Das kann man machen. Aber, ja, genau. Eine Schwanznarbe mache ich. Klassiker. Ja, es wird auch Open-World-Spiel, gell, in Hogwarts. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen abschreckt. Das schreckt mir ein bisschen ab mit dem Open-World-Thema wieder, aber ja, ich bin absoluter Harry Potter-Fanboy, ich liebe das Franchise, ich liebe die Bücher und die Filme und deswegen wird das Spiel auf alle Fälle laufen. Ja, bin ja schon ganz heiß drauf. Ja, wie gesagt, alles, was man da gesehen hat, schaut sehr spielenswert aus und ich bin schon gespannt. Aber ich werde es mal tatsächlich nicht gleich zum Release holen, sondern da werde ich es dann also machen. Ich warte erstmal ab, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es aktuell kostet. Ich vermute 80 €. Und da hoffe ich zum einen mal auf gute Rezessionen und zum anderen dann auf einen vernünftigen Preis nach ein paar Wochen. Rezensionen. Punkt. Aber bin ich also, ich werde es mir auch nicht gleich holen, sondern da bin ich auch erst einmal gespannt, was die Presse so dazu sagt und werde mich an dem ein bisschen orientieren. Ja, da kommt mir mal berufliche Tätigkeit wieder zugute. Ich werde es gleich sofort spielen. Yay! Und das als Müllfahrer? Ja. Wir haben ja gewisse Boni, die wir kriegen, für das, dass wir einen Träg wegbauen. Sauber, ne? Sauber. Ja. Guter Arbeitgeber. Ja. Da schauen wir schon. Da kann man echt nichts sagen. Wir haben es in der vorigen Folge schon angesprochen, aber da wir jetzt im Ausblick sind, ich freue mich riesig jetzt im Februar auf Star Wars Jedi Survivor. Was ja der Seppi gerade spielt, oder? Den ersten oder auch gespielt hat. Jedi Fallen Order war der erste Den ersten Teil, ne? spielst du gerade, genau. oder? Da bin ich gerade ganz frisch drin, ich glaube 2-3 Stunden oder sowas. Den fühle ich mir gerade zu Gemüte. Bin sehr begeistert bis jetzt. Glaube ich da war nämlich sehr spaßig und knackig und ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Bin gespannt, wie die Geschichte um einen, wie heißt der, Karl Kestis, oder? Heißt der? Wie es da weitergeht. Wie heißt der kleine Roboter, den er dabei hat? Habe ich schon wieder vergessen, aber der ist super. Er ist aber cool. Vergessen. Er ist aber cool, ja. Ja, ich nenne ihn ein kleiner Roboter. Ja. Ich nenne ihn mal klar Robert. Ja, genau. Aber da freue ich mich schon. Da soll doch nicht noch da weiß jetzt auch nicht, also so Open World Star Wars kommen, das auch mordsfett aufgezogen wird. Hat Du das meinst nicht Ubisoft? Lego Star Wars, Skywalker. Nein, Ja, nicht mit der Skywalker sagen, wenn ich das sagt. Hat dann nicht Ubisoft die Rechte drauf? Die machen doch, machen die nicht Avatar und Star Wars ein Open-World-Spiel? Also Ubisoft macht auch was, ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob dann noch irgendjemand was gerade schmiedet, aber auf, Ubisoft macht auch was. Es kommt das Star Wars Open-World-Spiel, es kommt der Avatar Open-World-Spiel, das kommt definitiv von Ubisoft und dann kommt noch Indiana Jones. Und das macht aber Bethesda, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Die sind so die 3 großen Filmmarken. Aber das ist, bis auf Avatar, glaube ich, gibt es vor keinem einen Release-Zeitraum bis jetzt. Avatar soll ja angeblich dieses Jahr schon kommen. Weil bei dem Star Wars Ding hat man nämlich, da hat schon mal einen Trailer gegeben, oder so kurzen, so 1 Minuten Ding haben sie ein bisschen gezeigt vom Anfang, da waren sie noch recht früh dran, aber es darf schon mal sehr stimmungsvoll ausschauen. Und es hat halt überhaupt nicht nach einem typischen Ubisoft ausgeschaut. Das war nicht Ubisoft, das war Ding, das war Quantic Dream. Ah ja, das glaube ich war das. Das waren die Heavy Rain, Beyond Two Souls und was war das dritte? Detroit Become Human, oder? Genau, die haben das. Jetzt stimmt. Ja, und das meine ich ist dann auch das, was ich jetzt gerade meine, weil ist mir jetzt gerade beim Schmerzen eingefallen, dass da ja was in Arbeit ist und auf das bin ich auch sehr gespannt, wenn es rauskommt. Ja, und das könnte interessant werden. Das von Ubisoft prinzipiell bin ich auch gespannt drauf, weil es ist Star Wars und ich liebe Star Wars, aber ja, wenn halt dann einfach nur ein Star Wars auf die Assassin's Creed Formel klatscht wird, dann kriege ich einen Schlag am Wohl. Ja, ich weiß nicht, ob bei denen nicht momentan ein Umdenken stattfindet, weil die haben jetzt 3 oder 4 Spiele komplett eingestampft. Und eine Aktie ist ja ziemlich einbrucher und ich glaube, dass die vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen was an eine Formel Schrauben werden. Echt? Obwohl das Valhalla hat ja finanziell eingeschlagen wie Sau. Ja, aber klang halt scheinbar nicht. Weil sonst hätten sie ja nicht Assassin's Creed machen, das wieder zu seinen Wurzeln zurückführen mit Mirage und so weiter. Und irgendwas müssen sie mal ändern. Das geht nicht ewig so. Ich bin nicht best drum. Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe da nur so ein Ding, das werdet ihr wahrscheinlich eher nicht kennen. Das hat den Beinamen Tears of the Kingdom. Habe ich noch nie gehört, was soll das sein? Vorne steht drauf, also muss irgendwas ganz Unbekanntes sein, The Legend of Zelda.
Das ist ein Indie-Spiel, oder? Da wärst du jetzt ein bisschen in die Indie-Schiene eingeschlagen. Ja, die Grafik, ja, die schaut schon so ein bisschen indiehaft aus. Aber es erinnert mich ein bisschen so an Breath of the Wild. Das ist nämlich Breath of the Wild 2. Aber es verkauft sich höchstwahrscheinlich um einiges besser, wenn es einfach Tears of the Kingdom heißt. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das wird geil. Ich glaube auch. Und ich glaube, das wurscht ist, welcher Beititel dabei ist, solange The Legend of Zelda draufsteht, verkauft sie das. Wissen wir da schon irgendwas über Handlung oder Inhalt? Kennt ihr nicht so? Erfahren? Ich glaube, es werden Tränen vorkommen. In einem Königreich. Genau. Ich vermute mal, die Zelda, die Prinzessin, die wird auch wieder in dem Teil vorkommen. Okay. Ganondorf wird dabei sein. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Dann kriege ich jetzt einmal die einzig nützliche Info, da, das kommt am 12. Mai. Das ist die unnützeste Info von alle. Echt? Nein, ich habe das nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass das schon einen Release-Termin hat. Du bist ja dumm. Du bist ja dumm. Maul mir nicht nach, du Penner. Ja, ich freue mich riesig drauf, weil Breath of the Wild überragend gewesen ist. Das ist ein unglaublich gutes Spiel. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, 150 Stunden habe ich eingesteckt. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese ganzen Scheißhaus-Crocs alle zum Suchen, damit ich dann einen riesen Scheißhaufen als Belohnung kriege. Was waren es, 900 oder 999? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie 960 oder so. Asozial fail und dann kriegst du einfach nur als Belohnung einen riesen Croc-Scheißhaufen. Ja, irgendwie schon wieder witzig, diese Dreistigkeit. Ja. Aber es kommt halt bei dem Spiel ja keine Langeweile auf, weil das so eine tolle Open World ist, wie man es selten erlebt, weil, wie wir vorher schon gesagt haben, die meisten Open Worlds sind irgendwie so das Schema F, egal ob jetzt der Assassin's Creed hier steht oder dann, in meinem Fall war es immer bei Horizon so, die einzigen, die für mich wirklich jetzt so im Gedächtnis geblieben sind, waren unter anderem The Witcher 3 und Legend of Zelda Breath of the Wild. Das sind für mich Open Worlds gewesen, wo ich sage, so funktioniert das, so schaut das aus und macht Spaß, auch wenn ich mir jetzt einfach mal 5 Stunden nicht um die Story oder sonst was kümmern möchte, sondern einfach nur durch die Welt laufe, dann passiert immer irgendwo etwas, das mich unterhält. Und das haben die 2 Spiele mit Bravour bis jetzt geschafft und deswegen habe ich da schon ein kleines Hosenzelt, wenn ich an Zelda denke. Oh, sag das doch nicht. Das ist das Gleiche, wie wenn der Mike irgendwie sagt, der Film war so toll, so wie wenn man ein Kind auf seinen Schoß holt und man denkt, oh Gott, was ist das? Sagt das der Mike, oder was? Was? Glauben Sie, dass er Rassist ist? Der hat das schon 2 Mal im Podcast gesagt. Ja, und jetzt mal beidel ich mir und denk mal, hört er das nicht? Ja, aber er redet ja von seinem eigenen Kind, oder? Ich weiß es nicht. Ja, dann bleibt wenigstens in der Familie, dann ist nicht so schlimm. Oh Gott. Okay, wir driften ab. Du missinterpretierst das wieder, Corby. Lass mich Mike in Ruhe. Eindeutig. Seppi, was hast du nur so auf der Liste? Ich habe es in der letzten Folge schon gespürt, dass ich mich wieder mit Cyberpunk anfreunde und da steht dieses Jahr der einzige große Story-DLC vor der Tür. Phantom Liberty. Und da spielt ein bekannter Schauspieler mit, der Idris Elba. Ui. Ja, der wird da in irgendeiner Form vorkommen, wir wissen es noch nicht genau. Und ja, da bin ich schon ganz gespannt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von der Gesamthandlung vom Hauptspiel nicht so begeistert. Es hat nicht so ganz gezündet, finde ich. Das war ein bisschen zu überambitioniert. Jetzt bin ich gespannt, ob es den Karren noch mehr aus dem Dreck ziehen mit dem Story-DLC mit dem Neuer. Ja, hoffentlich haben es da vorher die Qualitätsabteilung abgeholt und haben dann gesagt, hey, testet das einmal. Diesmal muss gehen, gell? Was? Seit wann? Das ist Bullshit. Ja, das sollten sie vielleicht nicht in dem Zustand rausbringen, wie das Hauptspiel war. Aber ich glaube, die haben gelernt. Ich glaube, die haben aus dem Fehler haben die sicherlich gelernt. Ich glaube es auch. Ich glaube nicht, dass die nochmal sowas fabrizieren. Da ist schon einiges falsch gelaufen. Das war echt gut. Das haben wir mir bei Blizzard auch gedacht, dass die von ihren Fehlern lernen. Also. Ja, aber bei CD Projekt hast du jetzt auch gesehen, wie die an sie eingehängt haben beim Cyberpunk, um danach zum Arbeiten. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich immer noch nicht perfekt ist, aber es ist ja kein Vergleich zu dem, was es war, als es rausgekommen ist. Ja, das war ein totaler Witz. Und das ist ja, wie viel von den ganzen Publisher-Machenden das schon, dass sie sich wirklich so einknien und wirklich einen Karren so aus dem Dreck dann ausziehen. Ja, das stimmt. Das muss man ja wirklich hochrechnen. Das dann nicht viel. Obwohl man natürlich auch sagen darf,
du darfst das Spiel so nie veröffentlichen, das ist einfach eine Frechheit. Genau, das müssen wir jetzt nicht extra erwähnen, aber sollte es eben passieren, dass, wenn da so etwas passiert, dann ist es zumindest löblich, dass du wirklich alles versuchst, um das irgendwie zu retten. Also das Spiel ist von Sony aus dem Store genommen worden, gell? Ja, also, irre. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, es ist löblich, weil das war deren Pflicht. Also allein diese ganze Marketingkampagne, die davor geschoben haben und die Erwartungshaltung, was weiß ich. Und dann bin ich so dreist und veröffentliche sowas. Also ja, da musst du mal, da habe ich ein paar Interviews gelesen, was da alles gelaufen ist. Das hat einen riesigen Rattenschwanz gehabt, die ganze Geschichte. Das hätte von Anfang an, glaube ich, ganz anders laufen müssen. Ja, die haben ganz viel verbockt. Also es war, ich glaube, die Entwicklungszeit von den 8 Jahren, da ist, glaube ich, 3 oder 4 Jahre ist da nur rumgeplant worden und Sachen verworfen worden und was weiß ich was alles. Und dann, naja, da gibt es genug Infos im Netz, da kann man sich mal informieren. Das ist das verzeihen wir jetzt nicht. Programm. Ja, absolut, ja. Am Ende des Tages stimmt's, sowas darf eigentlich nicht passieren. Nein. Ja. Auch wenn der Kani eigentlich dann am Ende dafür lobt, aber schau mal, was ich für ein toller Kerl bin. Ich war ein guter Chef. Du bist der Beste. Siehst du mal das. Ich bin null nachtragend, du Mistsau. Und jedem passieren Fehler. Und da war es ja mal eine ganze Firma. Habt ihr Stalker schon mal gespielt? Weil da kommt ja jetzt dieses Jahr Stalker 2 raus, wo ja die Welt total verblüfft ist, weil hat man schon gar nicht mehr so geglaubt, dass da eine Fortsetzung kommt. Ich habe aber Stalker noch nie gespielt. Ich weiß auch nur, dass es echt gut sein soll und dass man eben da schon seit Jahren auf diese Fortsetzung wartet. Daher die Frage, kennt ihr das und freut ihr euch da auch drauf? Keine Berührungspunkte, kein Empfinden, wenn ich den Namen her. Okay. Mir geht's so wie dir, Corby. Also nie gespielt, aber viel darüber gehört. Naja, mal schauen vielleicht. Ist ja mittlerweile schon wieder ein paar Mal verschoben worden, gell? Also weiß man auch nicht so ganz, ob das ein gutes Zeichen ist. Ja, aber sagen wir mal, das, was man jetzt an die Trailer gesehen hat, das schaut schon sehr cool aus. Also da bin ich auch gespannt, weil interessieren hat's mich schon. Ja, da bin ich, glaube ich, auch so wie bei Hogwarts. Da die abwarten, was Tests und so weiter dazu sagen. Und dann gönne ich es mir vielleicht mal, wenn es im PlayStation-Abo umsonst drin ist. Ja. Dann gönnst du das, wenn du es umsonst kriegst. Da bin ich dann der Gönjamin, ja. Da hätte ich noch was Ähnliches, Atomic Heart. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nur vom Namen. Es ist glaube ich ein Lied, oder? Ja, genau. Von der Janet Jackson. Es wirkt so ein bisschen wie Bioshock, Mischung aus Bioshock und Fallout und so weiter. Jetzt bin ich wieder wach. Hallo? Es spielt in einer alternativen Zeitlinie der, weiß ich nicht, 50er Jahre, glaube ich, der Sowjetunion. In gegengesetzter Realität ist das aber hochtechnologisiert, die Zeit damals. Die haben quasi, weiß ich nicht, künstliche Intelligenzen, Roboter und was weiß ich, was alles. Und du geratest halt dann in so einen kleinen Unfall und dann gibt es einen kleinen Aufstand der Maschinen und dann geht alles drunter und drüber. Und das schaut echt wie so ein Bioshock auf Koks aus. Also es macht ziemlich was her. Hat eine lange Zeit war man nicht ganz sicher, ob das Spiel denn wirklich existiert oder ob das einfach nur ein Blender ist. Okay. Aber mittlerweile hat es einen fixen Release-Termin, der ist am 21. Februar. Es kommt auch direkt in Xbox Game Pass rein. Wer den hat, kann es quasi umsonst spielen. Und ja, du hast also Elementarkräfte, so wie bei Bioshock. Du kannst quasi mit der einen Hand irgendeinen geilen, groovy Scheiß machen, mit der anderen rumballern. Und es schaut ziemlich actiongeladen aus. Es gibt ein paar halboffene Bereiche, wo du frei rum erkunden kannst. Es gibt lineare Teile. Könnte was werden. Habe ich mal gerade auf meine Hand geschrieben. Schön. Schön. Du Sautipp. Du hast im Teil 1 ein bisschen über die VR-Brille geredet und da kommt ja dieses Jahr, oder du hast es schon, ich weiß nicht mehr genau, ob die jetzt schon draußen ist oder nicht. Nein, die kommt ja schon im Februar. Gut, dann, also da kommt ja die 2 raus. Genau, die PlayStation VR 2. Genau, und ich habe gesehen, von Horizon gibt es dann einen exklusiven Teil dafür, den Call of the Mountain. Genau. Da wirst du bestimmt reingucken, oder? Vielleicht, weiß ich noch nicht. Das ist nämlich ein Vollpreistitel und der Umfang wird nicht sehr groß sein. Also da mache ich es vielleicht dann auch so, dass ich mir
das dann zu einem Sale gönne. Ich habe allgemein also ein bisschen ein Problem mit dem PlayStation VR 2 Launch, weil die Spieletitel, also ich habe ja schon länger jetzt, ich befasse mich schon seit längerem mit VR und habe ein paar Brillen und es kämen fast nur Spiele, außer das auf andere Geräte schon gegeben hat, also es ist fast nichts Neues dabei. Die einzigen Spiele, oder die einzigen Sachen, die was interessant warten, wäre das, was du schon angesprochen hast, den Horizon-Teil. Dann gibt es eine VR-Version von Resident Evil 8 und von Gran Turismo 7. Und alles andere haben Ports von anderen Geräten, also nichts Neues dabei. Und das ist halt für eine neue Hardware so ein bisschen mau. Also da ist nicht wirklich so ein System-Seller dabei. Ich glaube auch nicht, dass die recht erfolgreich wird am Anfang. Aber das Ding an sich schon ziemlich geil sein muss, was ich bis jetzt so gehört habe. Also technologisch gut aufgestellt, aber spieletechnisch eher schwach. Ja, ich lasse mich überraschen. Möchtest du nicht kaufen, oder? Jetzt, nachdem ich eben gesehen habe, dass Horizon Call of the Mountain da rauskommt und ich glaube ja, hat es nicht von Fallout 4 auch so eine VR-Version gegeben? Ja, nur für PC VR-Brühen. Genau, und da hat er eben drauf spekulieren, dass wenn es vielleicht einen neuen Fallout-Teil gibt, dass die dann auch gleich dieses VR mit berücksichtitigen. Unwahrscheinlich. Okay. Danke, dass du praktisch hier meinen Dialog kaputt gemacht hast. Das war ein Monolog. Nein, ich habe ja mit dem Seppi geredet. Ja, hat man nicht gehört. Achso. Nein, die bis jetzt geben die nicht mehr recht früh auf VR. Also das war ein kleines Experiment, aber Bethesda hat keine Ambitionen, dass die da groß nochmal was machen. Was eher spekulieren soll jetzt, ist, dass vielleicht Sony einen Deal mit Valve macht und die Half-Life Alyx auf die PlayStation VR portieren. Das ist richtig geil. Also das habe ich damals gespielt gehabt und das ist wirklich ein Wahnsinn. Also das ist mit Abstand das Beste, was man in VR erleben kann. Wenn man auf so actiongeladene Ego-Shooter-technische Adventure-Art-Dinger steht. Das ist wirklich, wirklich gut. Da haben sie dann das Schlechtwerden auch beseitigt, oder was gesagt? Oder weitestgehend. Es gibt Komfortoptionen, es gibt aber keine hundertprozentige Garantie, dass der nicht schlecht wird. Also das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Du kannst das aber ein bisschen lindern, du kannst die ein bisschen Druck wohnen. Aber wenn es das, also ich kann nicht alles spielen. Ich bin jetzt doch schon ein paar Jahre dabei und es geht nicht ganz weg. Also manche Spiele, also für Resident Evil 8 zum Beispiel, scheiße mir in die Hosen, aber nicht, weil das Spiel so gruselig ist, sondern weil ich mir relativ sicher bin, dass man schlecht wird. Weil die fließende Bewegung und seine Spiele einfach immer noch ein Problem ist. Okay. Du hast also wenn du dich dann da erschreckst, dann kann es auch gleich noch in Migräne übergehen. Ja, so ungefähr. Du hast halt immer ein Problem, wenn deine Augen Bewegungen wahrnimmt, die der Körper nicht wahrnimmt. Also wenn da Diskrepanz ist dazwischen, wenn da irgendwas nicht zusammenpasst, dann kann halt schlecht werden. Und du stehst halt in der Regel bei VR-Spielen, aber laufst dann umeinander. Und das ist wieder ein bisschen ein Problem. Und mit dem kommen halt immer nur einige Leute nicht klar. Aber wie gesagt, es gibt ein paar so Komfortoptionen, dass du teleportierst und so statt laufst und dann wird es bei manchen besser, bei anderen nicht. Naja, mal gucken. Sowas nennen sie klügste Spezies. Ausbaufähig. Ja, da ich auch sagen, lächerlich. Geht beim Neugeborenen los, hört beim VR-Spielen auf. Mein Gott. Ja, keiner muss da, ja. Ja, das ist irgendwie eine ausgemachte Sache. Ich auf der ersten VR-Brenn habe ich das Batman-Ding ein bisschen gespielt und da freue ich mich, dass jetzt das Jahr meine ich, das Suicide Squad Kill the Justice League käme. Das wird ja von Rocksteady wieder gemacht, die auch gemacht haben, oder? Ja, genau. Nachdem Gotham Knights ja sehr, mäßig angekommen ist, weil es eben wahrscheinlich nicht von Rocksteady war, bin ich jetzt schon sehr gespannt. Die Trailer schauen witzig aus. Ich glaube, der Humor geht ein bisschen so in die Richtung von dem Film, der Suicide Squad, wenn ich mir das anschaue. Und ja, ich hab Bock drauf. Ja, voll. Das könnte auf alle Fälle lustig werden. Einer geht mir halt ab, bis jetzt im Team des Suicide Squad. Der King Shark? Na, der ist ja dabei. Ach stimmt, der ist sogar dabei. Ich war jetzt irgendwie auf dem Killer Croc. Na, der King Shark ist dabei. Der Peacemaker zum Beispiel wäre ganz cool. Aber ja, stimmt. Aber dann 1:1 die Figur aus dem Film und der Serie. Also ein unlockable Character war geil. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es das ja dann noch. Ja, schauen wir mal. Was haben wir noch?
Also ich habe hier noch einen Titel, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr den vielleicht auch jeweils drauf habt. Und zwar der heißt Hollow Knight Silksong. Ja, den habe ich inklusive 3 neuer Controller draufstehen. Soll ja schon im ersten Quartal rauskommen. Und Seppi, weiß ich, wie es dir geht. Du wirst dich wahrscheinlich auch tierisch drauf freuen, richtig? Ja, ich freue mich immer drauf, wenn ich einfach absolut keine Lebenszeit mehr habe, wenn mir sie für immer und ewig vor den Bildschirm bannt. Ja, aber so lange dauert das nicht, oder? Weil der erste, glaube ich, also den ersten habe ich durchgespielt mit, ich glaube jetzt am Ende bin ich irgendwo bei 86% und habe um die 50 Stunden, glaube ich, eingesteckt. Und habe aber wirklich auch geschaut, dass ich alles finde und so weiter. Also jetzt nicht nur storymäßig durchgelaufen. Ich glaube, dass das aber es ist schon viel versuchen. Also ja, auf alle Fälle. Es ist halt ein Souls-like Metroidvania. Ja. Yay. Ja, das ist, also da waren Gegner dabei, leck mich doch am Arsch, ey, was ich geflucht habe. Aber es ist trotzdem ein unglaublich schönes Spiel. Das ist ein toller Stil, es hat einen tollen Sound, das ist eine schöne Grafik. Also ich finde es unglaublich schön, aber halt auch schön schwer. Schön schwer, ja. Also ich freue mich auch drauf. Ich glaube nicht, dass das so ein Teil wird, wo ich dann mehrere Stunden erstmal dran gebunden bin, sondern wahrscheinlich das so etappenweise kommt. So 2 Tage Vollgas und dann brauche ich erstmal wieder Pause. So 2 Monate. Du kannst ja zum Obergamer Texas Chainsaw Massacre spielen. Da soll ja auch irgendein Spiel rausgehen. Oh Gott. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, es wird nicht sowas wie das Friday the 13th, weil das war ja, wie nennen sie diese Art von isometrischer Multiplayer, oder? Wenn's genau. Mit einer gegen mehrere spielt. Genau. So, und also da glaube ich, ist bis jetzt nur ein Trailer rausgekommen, kurzer. Nichts sagend eigentlich, aber ja, es ist Texas Chainsaw Massacre. Ich möchte gerne als Leatherface rumrennen und Leute zusammenschneiden. Ein paar so Vergleichsbeutel haben es, glaube ich, auch noch rausgebracht, quasi, wo es so die Filmszenen mit Szenen aus dem Spiel vergleichen, wo es quasi eins zu eins nachgefahren ist. Die haben ganz interessant ausgeschaut. Aber ja, schauen wir mal. Der kann alles werden. Ja, das ist immer so eine Sache bei den Spielen. Die, glaube ich, die Evil Dead Spiele waren ja auch immer alle so eine kleine Wundertüte. Ja, als letztes Jahr so ein isometrischer Multiplayer gewesen, oder? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber es kann gut sein, ja. Ich meine schon. Darum kaufe ich es mal, weil jetzt erst freue mich voll, dass die Dinger kommen und dann ist so kackt, leck mich, verzeih mir, mach irgendwas Gescheites. Ein Spiel, das dieses Jahr rauskommt, was auch Fortsetzung ist, was mich dann gewundert hat, dass das überhaupt noch gibt, ist The Wolf Among Us. Boah, geil. Da kommt der zweite Teil raus und ich habe The Wolf Among Us als Jugendlicher oder junger Erwachsener mehrfach versucht durchzuspulen, aber irgendwie wollte über die Episode 1 meine damalige Playstation einfach nicht mehr mitmachen. Jetzt habe ich das erst vor 2 oder 3 Jahren endlich mal komplett durchgespult und fand es total geil. Und dann habe ich erstmal herausgefunden, dass er Telltale, so heißen die? Ja, Genau, pleite gegangen sind. Und es daher sehr unwahrscheinlich ist, dass das Teil rauskommt. Und jetzt auf einmal ist er da. Ja, die Marke Telltale ist aufgekauft worden. Die haben wieder ein paar alte Entwickler zurückgeholt und machen gerade wieder neue Sachen. Ich glaube, kommt nicht sogar Walking Dead noch mal was? Bin mir gar nicht ganz sicher. Habe ich irgendwas gelesen, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob da noch Abschluss geben soll, weil das, glaube ich, ist bis jetzt ein offen. Ja, ich glaube, das machen sie vielleicht sogar noch. Und ja, Wolf Among Us auf alle Fälle ein mega geiles Spiel gewesen. Hab mich vor dem Bildschirm gebannt, habe ich auf einen Sitz durch. Alle 4 Episoden, glaube ich, waren es, wenn ich mich nicht täusche. 4 oder 5, irgendwie sowas. Bin echt gespannt, wie es so weitergeht. Ganz war ja eine richtig geile Story. Voll. Ich habe dann, nachdem mir dann der Spielehersteller enttäuscht hat, mir die Comics reinzogen. Und das ist ja eine richtig coole Welt. Die Fable heißt das, glaube ich, gell? Die Comicreihe. Und ich bin sehr positiv überrascht. Die haben ja damals Game of Thrones Spiel ausgebracht. Das hat mir auch echt gut gefallen. Stimmt, Game of Thrones haben die auch gemacht, ja. Es ist jetzt zwar natürlich nichts serienrelevantes, aber so wie sie es gemacht haben, hat das schon sehr gut reinpasst. Ja, die waren nicht schlechte Spiele, aber die haben halt die Formel hat sich halt irgendwann ausgezahlt. Das ist halt immer du hast halt im Endeffekt deine Entscheidungen waren halt meistens nicht so gravierend, wie es das Spiel vorgaukelt hat. Und du hast halt nicht recht viel Gameplay drin gehabt und das war halt irgendwann vorbei.
Ja, Batman haben sie auch gemacht, oder? Batman, ich glaube, die haben auch Guardians of the Galaxy Spiel gemacht und ein Jurassic Park Spiel gemacht genau. und eigentlich so Gab ziemlich es jetzt zu Borderlands auch was? Borderlands haben sie auch Tales from the Borderlands hat es auch gegeben. Ja. Da glaube ich, gibt es jetzt mittlerweile auch wieder was Neues. Die haben zu allem Möglichen was gemacht gehabt. Ja. Die waren eigentlich alle nicht schlecht, aber mei. Ist halt auch, hat sich halt immer wieder wiederholt, so vom reinen Gameplay und so. Ja, aber freut mich, dass das eben jetzt wieder aufleben können und wer weiß, vielleicht hat das einer ja nochmal kreativ gut getan. Jetzt startet es durch die Decke und wir kriegen jetzt die nächsten 45 die Wolf Among Us Teile. Wünschenswert, ja. Lebenslanger Vorrat an Wolf Among Us. Ich habe leider noch gar kein Telltale gespielt. Das ist ein bisschen Walking schade, Dead muss ich auch sagen. nicht? Nein, leider bin ich da komplett blank bisher. Kannst du ja mittlerweile am Handy auch laden. Ich mag am Handy nichts spielen, außer Spiel's am Pokémon Handy. Go. Was? Spiel's am Handy. Nein, ich mag nicht. Da kommt nur Pokémon Go auf, alles andere nervt mich. Wenn man irgend so Army of Darkness Spiel noch drauf gehabt, das war ganz witzig, aber das ist dann auch noch 5 Minuten außer Zeit gewesen. Dann hätte ich noch Gwent, das Kartenspiel von The Witcher probiert, damit das lernen für The Witcher 3. Hat mich dann am Handy genauso wie genervt wie bei Witcher 3, dann habe ich es auch wieder gelöscht und jetzt bleibe ich einfach nur meinem Pokémon Go treu seit 2016 und werde sonst nichts anderes am Handy spielen, außer wenn ich irgendwann so die Candy Crush Ultras beitritt, dann werde ich meinen Horizont erweitern an Handyspielen. Ja, und Solitär, ganz klar. Ja, ein Ding habe ich noch gehabt, irgendein so Nintendo-RPG hat es einmal noch gegeben. Fällt mir jetzt aber der Name nicht, war das Fire Emblem? Ich weiß nicht. Da haben sie auch mal was gehabt, das habe ich auch mal ein paar Wochen versucht, aber ja, irgendwie fand ich bis jetzt noch kein Handyspiel so erstens mal fair wie Pokémon Go, weil du bist wirklich nie gezwungen, dass du Geld ausgibst. Du kannst da nicht wirklich einen Vorteil erkaufen, finde ich. Und es ist halt, an sich bist du auch nie gezwungen, dass du die ganze Zeit spielst, weil du sonst irgendwie hinten dran bist, sondern es ist wirklich ein gemütliches Spiel, bei dem es gelangt, wenn ich am Tag einmal 5 Minuten reinschaue. Ich kann mich aber 5 Stunden beim Spaziergehen beschäftigen. Das ist für mich das perfekte Handyspiel. Das kann ich unterschreiben, ja. Aber dann hast du anscheinend wirklich noch nie so ein Spiel gehabt, wo du dir auf einmal erwischt hast, dass du mehrere Euronen da reingesteckt hast. Und also mir ist das einmal so gegangen, das ist jetzt aber auch schon länger her. Ist aber vielleicht für extra Folge mal was. Ich würde sagen, weil ich bin eigentlich so ziemlich durch mit meine ganzen Spiele, auf was ich mich freue, was dieses Jahr so ansteht. Was habt ihr sonst noch so drauf? Ich hätte noch ein bisschen Souls-like-mäßig was. Und zwar Lies of P. Ach, das Pinocchio-Spiel, oder? Genau, das nimmt die Pinocchio-Geschichte und verwandelt es in eine Souls-like à la Demon's Souls und Elden Ring und was weiß ich was. Soll ziemlich knackig sein, hat ein ziemlich geiles Art-Design. Es schaut so ein bisschen aus wie Bloodborne oder so. Hat so ein bisschen so das Steampunk-Design. Du kannst, also du spielst quasi in Pinocchio und bist auf der Suche nach einem Geppetto. Und du verbesserst dich, indem du einzelne Körperteile von Pinocchio quasi austauschst und optimierst an seine Sachen. Und es schaut echt gut aus. War auf der Gamescom ziemlich großer Hit. Ach, das soll den Pinocchio darstellen. Genau. Ah, das ist echt cool. Aber habe ich irgendwas verpasst? Warum gibt es auf einmal wieder so viele Verfilmungen über Pinocchio und jetzt gibt es ja nur das Spiel? Also ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gab es irgendein Jubiläum, das wir übersehen haben. Irgendwas muss gewesen sein, ja. 80 Jahre Pinocchio. Also es schaut aber auf jeden Fall echt geil aus. Also da mache ich es auch wieder so. Es soll rauskommen, ich warte nur ein paar Wochen und dann hole ich es mir im Sale. Ja, und einen Batzen habe ich auch noch, das kann ein wahnsinniges Highlight werden, auf alle Fälle vom Umfang her, und zwar Starfield. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt. Du meinst, ja, wenn es aber rauskommt. Das interessiert mich irgendwie nicht so. Du bist kein so ein Rollenspiel-Fan, gell? Ja, schon, aber ich habe so viele andere. Ja gut, das ist halt wieder eins, da hast du halt für nichts anderes mehr Zeit dann. Ja. Auf alle Fälle Skyrim, Fallout-Macher, diesmal haben wir im Weltraum. Es soll um die 1000 besuchbare Planeten geben. Ja, das ist irre, einfach irre. Und mit Sicherheit einfach auch übertrieben. Aber wird bestimmt geil. Hast wieder Fraktionen, wie halt immer bei Fallout und so weiter. Mhm. Ja, und es gibt Raumschiffe und piu, piu. Ja, geil, aber später lieber Star Wars. Nein. Und ich muss mit outen, ich habe noch kein Fallout gespielt. Und kein Skyrim. Ich kündige. Boah, leck, ey. Was kündige? mein Bist du mir Herz. aufgestellt?
Ich merk's. Alter, was ist denn los mit dir? Ja, dafür habt ihr kein Pikmin gespielt. Heute ja, Schandmaul ist zwar offen. Naja. Naja, blöde Ausrede. Nein, nix, Pikmin, eine Fußnote der Spielekultur. Also bitte, wenn man die Ja, gespielt hat. Fußnote. Ja. Und übrigens doch schon Geld ausgeben, was du vorher gesagt hast, und zwar für Pokémon Go. Weil man kann ja, man muss aber nicht. Ja. Und ab und zu hat man halt mal einen 10er eingespielt in das Ding. Aber ja, ansonsten will ich das nicht. Ich habe eigentlich nur noch ein Spiel dabei, das heuer rauskommt, auf das ich mich riesig freue. Und das ist die Fortsetzung vom Spider-Man. Habt ihr gespielt, den ersten Teil, oder des Miles Morales? Ja, ne. Jeweils 10 Minuten. Okay, du bist offensichtlich behindert. Ich hab's beide und mehr jetzt auch unbedingt gern spielen, aber ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Ah, schön. Ja, dann, ich hab's für euch auch auf Platin durchgespielt. Ah, schon her? Ja, das habe ich ja Aber wirklich, also unglaublich gut umgesetzt. Das macht so viel Spaß, die Steuerung, das ist, man merkt halt voll, dass die Arkham-Reihe da Pate gestanden hat als für die Steuerung und das Kampfsystem, wo es aber nicht best geworden ist in dem Fall, sondern das hat ihm nur gut da. Man bewegt sich so geschmeidig fort, die Kämpfe, die gehen so schön flüssig. Es ist knackig teilweise, coole Story, Weltklasse, also wirklich unglaublich Weltklasse. Ja. Ich glaube, wenn man sie mental darauf einstellt, dann ist es bestimmt gut. Ich habe es tatsächlich wegen dir angefangen, weil ich gewusst habe, dass du das auf Platin durchgespielt hast. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich möchte nicht so schwer sein, oder? Nein. Das wenn sie jetzt als Running Gag durchgezogen in dem Spiele-Podcast, dann hören sofort auf, das Arschgeigen. So wie nicht gedacht. So, ich habe mir dann gedacht, na gut, der Carnivore ja meistens was Spaß macht, also fange ich das auch an. Und dann hab ich das nach 10 Minuten trotzdem überhaupt nicht abgeholt. Dann habe ich lieber was anderes gemacht. Wow. Ja. Hart. Ja, ist halt so. Ich glaube, dass wenn man die Comics kennt und das halt jetzt nicht nur durch die Spielfilme, dann ist es ja bestimmt geil, weil dann denkst du, da ist ja der ohne Gegner, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, schau. der gleich eben in die ersten 10 Minuten vorkommt und ich habe halt gegen den gekämpft und war sau wütend, weil ich mir dachte, was ist denn das für einer? Was soll denn das? Wie hat der ausgeschaut, der erste? Wie war das gleich wieder? Ja, der eine Schrank da in dem Hochhaus, musste ja dann durch das komplette Hochhaus. Der Kingpin. Ja, genau, kann ich nichts damit anfangen, kenn ich nicht. Hast du dir auch nicht angeschaut, die Nein. Serie? Hast du die Zeichentrickserie früher vom Spider-Man auch nicht gesehen? Als Kind habe ich das gesehen, was Zeichentrick war, aber ich habe dann nichts mitgenommen. Hast du jemals einen Fernseher angeschalten? Das war so klar, dass wieder irgendein dummer Kommentar gibt. Nein, der ist gerechtfertigt. Seppi, sag's ihm. Ja, auf alle Fälle. Also den kann man schon kennen. Genatzt. Habt ihr noch ein Spiel, das angekündigt wurde, das erwähnen wollt? Final Fantasy 16. Stimmt, ja. Stimmt. Aber da ja ich da mit 100 Jahren Final Fantasy Sim Remake beschäftigt bin, weiß ich nicht, ob das 16 einmal bei mir landen wird. Es soll noch Armored Core 6 Fires of Rubicon kommen. Das ist von From Software, also es wird knackig und es gibt fette große Roboter und ganz viel Schießen. Habe ich auch einen Trailer gesehen, hat cool ausgeschaut. Voll, aber ich kann mir noch nichts darunter vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich kenne keinen einzigen von den 5 Vorgängern. Das ist sowas, das werde ich am Chris erzählen. Hoffe, er holt sie's und dann sitzen wir erstmal daneben und schreiben zu. Genau, dann nehmen wir zwar wieder einen Podcast auf, gell? Ja, genau. Aber ich bin schlecht. Und dann, der Hideo Kojima hat sich angekündigt, Death Stranding 2. Oh Gott. Wir wissen es noch nicht, ob es schon für nächstes Jahr, oder? Ich glaube, es gibt noch keinen, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich habe es mir jetzt nur mal notiert, aber ich glaube nicht, dass das dieses Jahr rauskommt. Das war schon ziemlich schnell, gell? Eigentlich finde ich es cool, dass der zweite Teil kommt, weil das Ende war für mich nicht ganz rund. Ich habe mir dann gewünscht, dass es irgendwie weitergeht. Aber ja, eigentlich braucht es ja nicht. Ich fand halt, was mich voll gewundert hat, war, dass mir das Gameplay so taugt. Also das war voll komisch, weil das ist eigentlich auf dem Papier, wenn du es liest, denkst du, bitte, was? Das kann nur scheiße sein. Ja. Aber dann machst du es und dann ist das hat
so was Angenehmes. Das ist so ein beruhigender Gameplay-Flow irgendwie und es macht so Spaß dann, dir den Weg durch das Gelände zu bahnen mit 1000 Schachteln am Kreuz um. Und du musst ja dann auch darauf achten, wie du da gehst und so weiter. Das hat mich voll abgeholt, hat mir voll gedacht. Da war mir die Handlung und so weiter, das war mir schon ganz egal. Und die Action-Passagen haben mich dann eher genervt. Ich wollte einfach nur durch die Wildnis laufen. Danke, du sprichst mir gerade echt aus der Seele. Weil, was vorhin in der ersten Folge, wo wir gesagt haben, so ein Spiel zum Entspannen, genau das ist es. Ist richtig. Genau das ist es. Und dann gehe ich halt dann nur 1000-mal hin und her, damit ich dann entsprechend nur Rohstoffe kriege, dass ich dann die Straßen ausbauen kann. Ja. Dass ich dann nur mehr in Ruhe die Backe hin und her fahren kann. Und es ist eigentlich, sinnlos. Voll. Aber es gibt ja dann einen Director's Cut, hast du ja dann noch irgendwie eine Rennstrecke bauen können oder kannst Rennen fahren und so. Braucht auch kein Mensch. Aber das Backerl ausliefern, das war schon ganz geil. Also da bin ich ja wirklich froh, dass ich schon auf Platin gehabt habe, als der Director's Cut rausgekommen ist. Und ich hab's damals 3 Wochen vor meinem Geburtstag durchgespielt und hab aber dann extra an meinem Geburtstag mich dann nochmal eingeloggt, dass ich die Geburtstagstorte sehe. Geil. Ich hab's auch letztes Jahr zu meinem Geburtstag gekriegt, aber bis jetzt noch original verpackt im Regal drin stehen. Dann vermute ich, wir jetzt da bleiben. Nein, das kommt schon noch dran. Das ist so, sagen wir, bei den oberen 5 Spiele, die als nächstes angreifen für mich. Ja, aber du bist auf alle Fälle mehr aus, weil das ist schon ein ganz besonderes Spiel. Also das bei aller Kritik, wo teilweise auch gerechtfertigt ist aber es ist eins von den wenigen Spiele, die es wirklich außerstechern, weil der macht einfach was komplett nice. Das hat jetzt sonst keiner gemacht. Obwohl es ja also so Selbstberäucherung ist und ich sowas eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Ich mag ihn auch nicht sonderlich, er nervt mir ein bisschen. Aber das macht ihn halt eigentlich nur unsympathischer und trotzdem möchtest du das dann alles haben. Genau. Und bei dir, Kani, das mich ja echt interessieren, was du zu dem Spiel sagst. Weil also die Wahrscheinlichkeit zwischen echt richtig geil und mir macht das so viel Spaß und was weiß ich und größter Bullshit der Welt, das, Es gibt ja nur die 2 Meinungen. Zwischendrin gibt es nichts bei dem Spiel. Ja, wie gesagt, ich mag ja den seinen Stil und deswegen bin ich da. Wundert es mich bis jetzt immer noch stark, dass ich es nicht gespielt habe. Das ist irgendwie ganz komisch. Weil du darfst nie vergessen, dass du bei dem Spiel die Bösen mit deiner Kacke bewirfst. Mhm. Allein das ist ja schon ein Must-Play-Grund, oder? Was soll man denn noch mehr sagen? Und vor allem die Bösen, die nerven die halt dann deswegen, weil die schubsen und dann deine Backe kaputt gehen. Richtig und so. Die Wichse. Ja. Sind es ja die dafür verantwortlich sind, dass meine Backerl ständig ausschauen, wie als hätte sie mit dem Fuß meinen Postkasten eingeschossen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss jeder DHL und Hermesbote muss durch diesen Trip durchgehen. Ja, genau. Das habe ich ein paar Mal dann gesagt. Ich habe jetzt so ein viel besseres Verständnis für diese ganzen Postboten. Wahnsinn. Und ich glaube, das waren 5 Wochen oder so, wo ich das jedes Wochenende durchgesuchtet habe. Und Jesse hat da wirklich 3 Kreuzzeichen gemacht, als ich irgendwann gesagt habe, ich will jetzt durch, ich hab Platin, das war's. Und die wird sich echt gedacht haben, Gott sei Dank hört er auf, endlich diesen Rotz zum Spielen. Man muss halt das Spiel ja gar nicht so lange spielen, ich glaube, das kann viel schneller, aber du steckst da so viel Zeit und Unsinn rein immer, es ist seltsam. Dann auch, das ist ja auch eine offene Welt, wenn du dann zu Stellen hier kommst, wo du einfach denkst, boah, da haben sie bestimmt jetzt irgendwas versteckt und dann ist da nichts. Gar nichts. Da laufst du aber echt lang hin, gell? Ja. Oder du gehst in deinen Kopf offensichtlichen Pfad entlang und dann endet der einfach und du musst wieder einen halben Kilometer zurück. Dann haben Stiefel durchgelatscht und kannst nicht mehr gescheit hatschen und ganz schlimm. Super. So, haben wir jede Menge Spaß. Ja, haben wir jetzt auch nur 20 Minuten über Death Stranding 2 geredet. Genau. Das ist wichtig, ist wichtig. Was mich nervt, dass immer noch kein neuer Mario-Teil angekündigt worden ist. Der ist lange. Ja, das Odyssey ist spontan, oder? Ja, aber Odyssey ist von 2018, oder? Ich glaube, wenn der Film rauskommt, dann werden es da wahrscheinlich einfach mal was verlauten lassen. Wieder eine neue Konsole, wer weiß. Irgendwann müssen sie mal aufhören, das Tablet als Spielekonsole zum Verkaufen. Nein, nichts weitermachen. Passt schon so. Stell dir mal das vor, der Film kommt raus und in jeder Filmvorschau läuft auf einmal der Trailer von dem neuen Mario-Spiel.
Alter, ich flipp aus. War nicht ganz sicher. Ja, ich hab mir die gerade vorgestellt, wie du mit offenem Mund da sitzt. Ja. Ja, offener Mund, offener Hosenstall, alles hier. Da geht's richtig rund. Ja, genau, so werde ich mich auch hören. Aber das war für mich nur so ein Ding, das hat 2023 so richtig perfekt machen, wenn ich einen Super Mario Film kriege und ein neues Super Mario Spiel dabei. Oh, ja, darf ich gar nicht drüber nachdenken, was ich da ist war. Ja gut, dann waren wir soweit durch, oder? Ja, 2023 ist geil. Lass mich noch eins sagen. Im Juni kommt Robocop Rogue City. Ja, das kommt auf die Liste. Genau, enough said. Okay. Enough said, genau, das stimmt, ja. Dann vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Es hat auch wieder mal über eine Stunde gedauert. Für die Leute, die sich jetzt beide Teile im Stück angehört haben, Respekt. Ja, Hut ab. Hut ab. Das ist jetzt brutal. Das ist wirklich den Scheißdreck durchzieht. Hier wieder, sagt uns, auf was gefällt ihr euch dieses Jahr? Was ist so euer Highlight? Was wollt ihr als nächstes hören? Weil sagen wir mal, wir wollen ja einmal im Monat mindestens über Spiele reden. Wir sind auch nur so ein bisschen am Brainstormen, wie wir es genau aufzeigen. Vielleicht wird es ein Pendant zu dem Alex, halt nur speziell mit Spiele. Sagen wir mal, das ist eine Win-Win-Situation für alle, weil der Mike hasst Spiele, wie er ja immer wieder betont. Und dann musste sie den Scheißdreck nicht anhören, was wir dann über Spiele verzapfen. Gell? Der Mike ist aber hässlich, das ist im Anhalten. Psst, no jetzt halt. Entschuldigung. Also bitte. Habe ich es laut gesagt? Ja, nur weil du jetzt noch nicht weißt, ob da ein neues Mario rauskommt, muss doch jetzt nicht ausfallend werden. Ja, weil mich das aufregt. Oh. Wie ist der Pinsel? Der Regenbogenpinsel ist wieder unterwegs, oder Ja, was? sei froh, dass ich gerade kein Tablet nicht da liegen habe von meiner Wii U. Ja, bin ich ja wirklich. Ja, Seppi, was der von unseren lieben Hörern denn sonst noch da? Ja, abonnieren und vor allem bei Steady. Ja, Unbedingt bei Steady. Das Allerwichtigste. Wir müssen uns die ganzen Spiele ja irgendwie leisten können, weil wir kriegen es nicht geschenkt bis jetzt. Ja, das geht ins Geld. Das ist alles, das habt ihr ja jetzt schon ein paar Mal gehört, 80 € kostet so ein Spiel. Das ist auch nicht ganz dicht. Woher sollen die das Geld nehmen? Wie stellen sie dir das vor? Vielleicht mit einem 80 € Steady-Abo. Dann darf's gehen. Brauchen wir 3 Leute, die sich so 80 € Steady-Abo machen, dann können wir uns jetzt mal ein Spiel kaufen. Und es dürft euch dann entscheiden, welches Spiel wir mit denen 80 € kaufen. Einmalig. Oh, das kann in die Hosen gehen. Vielleicht gibt's dann so einen coolen Scheiß wie Goat Simulator 3 oder Autobahn-Polizei 3 ist doch jetzt erst rausgekommen. Ja, oder ein Landwirtschaftssimulator 2021. Ganz großes Kino. Das klingt alles grandios. Ich freue mich schon tierisch auf die nächsten Folgen. Und Ja. ich sag dann vielen Dank, Kani, vielen Dank, Seppi, dass ihr dabei wart. Es war eine Freude und vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht auf der Switch. Auf der Wii U, meinst du? Das Also, kommt der sicher heißt noch in Tablet Game Song. Pass. Kommt noch in Game Pass. Der Okay. Podcast mit dem Regenbogenpinsel. Also dann, merci und haberderi. Ciao, ciao. Adieu.